Fit ins neue Jahr. Jetzt ist es dann bald wieder so weit. Wir sehen es überall dann an den Plakatwänden, in den Inseraten, wie die Fitnesscenter wieder ihre Abos verkaufen. Sie müssen natürlich die Gelegenheit nutzen, solange die Leute noch ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ich müsste unbedingt mehr tun. Und die guten Vorsätze noch einigermaßen warm sind. Die Frage ist, wie bist du unterwegs? Bist du fit für 2024? Eben, weil du zum Beispiel gesund lebst, weil du dich bewegst. Ich möchte niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich bin zum Beispiel selber gar nicht der Bewegungstyp. Es gibt ja Leute, die freuen sich richtig, können joggen und aufs Laufband und so weiter. Bei mir ist das ganz anders. Wenn ich auf dem Crosstrainer bin, dann gibt es nur eine Zahl, die ich immer im Auge habe, wie viele Minuten muss ich noch. Und ich muss mir immer einen riesen Schubs geben, dass ich dann diese Sachen mache. Und es ist ständig ein Kampf, aber wenn ich es mache, tut es gut. Nur gut. Ich fühle mich besser. Ich freue mich daran. Auch irgendwie das Gewicht bleibt ein bisschen besser unter Kontrolle und so weiter. Ist eigentlich komisch. Etwas, das rundum gut ist, dass es manchmal auch mühsam ist. Es gibt ja aber auch noch ein inneres Leben. Und da ist die Frage, wie fit bin ich im Leben mit Gott? Geht es dir gut? Bist du Weg? Oder wir können es für die ganze Gemeinde fragen. Auch da ist ja die Frage, wie geht es an der Gemeinde? Sind ihr fit? Ich finde es immer gut, wenn ich sage, doch, ich habe das geschafft. Ich habe mich nicht einfach hängen lassen. Es ist auch ein Erfolgserlebnis. Ich möchte heute Morgen ein paar Anregungen geben, um innerlich fit zu bleiben. Keine Angst, es kommen jetzt nicht die alten Sachen, die wir schon so manchmal gehört haben, vielleicht. Du musst mehr beten, du musst mehr die Bibel lesen, du sollst mehr in der Gemeinde machen und. Das ist alles gut. Nehme ich gar nichts zurück, das ist alles gut, aber nicht das Thema heute Morgen. Es gibt ja auch für die Fitness verschiedene Faktoren, die wichtig sind. Zum Beispiel eben sich richtig ernähren, sich bewegen, eine Work-Life-Balance, die stimmt, so dass es eben ein ausgeglichenes Leben ist und so weiter. Und so gibt es auch für die geistige, innere Fitness gibt's verschiedene Sachen, die wichtig sind. Ein paar habe ich schon aufgezählt. Aber dann gibt es Sachen, die fast vergessen gehen. Und da möchten wir heute Morgen ein bisschen hinhören. Es ist einseitig, was ich bin heute Morgen. Ich werde Sachen sagen, die vielleicht gern vergessen gehen. Ich bin darauf gestoßen, als ich im Psalm 32 gelesen habe. Es ist ein Psalm von David. Ich lese ihn. Ein Lied Davids zum Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sonne. Da. Endlich gestand ich dir meine Sünden
Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Es geht zuerst einmal um Stillstehen, Nachdenken. Hat mir gefallen, was du vorher gesagt hast, wir wollen noch geschwind beten. Das geschwind, das ist so eine Redensart, das kennen wir. Es ist so vieles, was geschwind geht, aber das ist das Gegenteil, das ist jetzt langsam. Wenn wir stillstehen und einfach einmal das lassen, was uns beschäftigt und nachdenken. Darum geht es beim David. David war ein toller Typ. Die Bibel sagt selber, und ich wünschte mir, das sagt Gott einmal zu mir auch, ein Mann nach dem Herz von Gott. Also so, wie es Gott eigentlich will. Er hat aber auch viel Blödsinn im Leben, Sünde, Schuld. Die Bibel macht da kein Geheimnis. Er ist ein Mensch wie mir. Und dann redet er eben auch von dem und sagt, du, es hat Sachen gegeben in meinem Leben, die wollte ich verdrängen. Da habe ich gehofft, es wachse Gras drüber. Und immer wenn es hochkam, habe ich es wieder runtergedrückt. Und es war. Und er weiss, der David weiss, was Wüste ist. Wie ein Wassertropfen, der in die Wüste tropft. Ich bin total kaputt gegangen. Und dann sagt er, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es zugegeben habe. Und dann ist alles ganz anders geworden. Ich habe Gott erlebt als einer, der Schuld vergibt. Wo das alles, und das ist zum Teil schlimm gewesen, was er David bekennen musste. Wo das vergibt und alles wird wieder gut. Die Bibel zeigt noch mehr so Menschen, die ihr Leben reflektieren. Und die merken, es stimmt vor Gott nicht. Ich müsste mal als Licht mit dem. Ich brauche Vergebung. Ich bin schuldig. Ich weiss nicht, ob du solche Momente in deinem Leben kennst. Vielleicht sogar regelmäßig solche Momente kennst. Wo du dich im Licht Gottes siehst, ins Licht von Gott stellst. Früher hat man 2 Wörter für das. Buß oder Beichte. Vielleicht denkt ihr, das ist katholisch. Stimmt, aber es ist auch biblisch. Einfach fast vergessen bei uns. In der Bibel nicht. Es geht dabei nicht so um kleinliche Seelengrüblerei. Gerade depressiv veranlagte Menschen sind da gefährdet und denken, ja, ich bin ja nicht, mir ist sowieso alles schlecht und ich kann nichts und Gott ist sowieso nicht zufrieden und so weiter. Es geht nicht um das und es geht auch nicht um irgendwelche Formen, dass wir das einfach machen, wie vielleicht eben in einer anderen Kirche so, sondern es geht um Lasten, die wir ablegen, um Befreiung. Das ist so toll, so grossartig. Das sehen wir, das spüren wir da beim David. Da sieht er sich wie ein Wurm, der in der Wüste an der Sonne vertrocknet. Und er kommt zu Gott und merkt, und er macht alles gut. Da kannst du aufschnaufen. Der nimmt mich an. Der macht mir keine Vorwürfe. Da ist Jesus gekommen, ist ans Kreuz gegangen, hat alles in die Ordnung gebracht. Da gibt es Bibelstellen, wo es heisst, und wenn deine Schuld wie ein blutverschmiertes Gewand ist, wenn das Blut rot ist, es wird schneeweiß bei Gott. Und das einfach so, weil er mich liebt, weil er Gott ist und ein liebender Gott und weil er mich so annimmt. Da erleben wir, was es heisst,
einen gnädigen Gott zu haben, einen liebenden Gott zu haben. Einer, der mich jetzt nicht einfach fertig macht und sagt, ja du, mit dir ist sowieso nichts los, sondern sagt, hey, ich habe dich total gern, du bist mein Kind. Da kann ich aufschnaufen. Jesus sagt einmal von einer Frau, die ihm viel Liebe zeigt, sagt er, das ist nicht erstaunlich. Deren sind viele Sünden vergeben worden. Darum liebt sie so viel. Und wir laufen durchs Leben vom Christsein und sind uns gar nicht mehr bewusst auf die Länge, was wir alles geschenkt bekommen von Gott. Da geht einem wirklich das Licht auf, wie es David da im Psalm sagt. Ich möchte es nochmal mit einem anderen Bild, eben von der Fitness, zeigen. Geistlich schnaufen. Zum Trainieren muss ich schnaufen. Das heisst, ich brauche Sauerstoff. Ich muss aufschnaufen. Ich brauche das. Aber ich kann immer einschnaufen. Ich habe den Versticken dabei, wenn ich nicht zuerst ausschnaufe. Und so wenn wir Christen manchmal einfach immer aufschnaufen, einschnaufen. Wir gehen in den Gottesdienst, wollen aufdanken. Wir gehen vielleicht an einen Kongress irgendwo oder wir schauen uns einen YouTube-Channel zum Aufschnaufen. Oder die einen beim Worship, sie können so richtig aufschnaufen. Die anderen gehen in den Wald zum Meditieren und können dort richtig aufschnaufen. Aber wann schnaufen sie aus? Ich weiss nicht, ob ihr das Wort Hecheln kennt. Mindestens die Frauen, die geboren haben, die müssen das eigentlich kennen. Das ist so ein hektisches. Ich empfinde viele Christen so. Ein bisschen einschnaufen, ein bisschen ausschnaufen, aber hektisch und nicht gesund. Richtig schnaufen wäre besser. Und so rennen sie durchs Leben und es ist immer mehr verbraucht in ihnen. Weil sie das nicht kennen. Oder David sagt, da bin ich vor dich gekommen und habe alles vor dir ausbreitet. Hast du zugegeben? Vielleicht wäre ja so ein letzter Tag vom Jahr noch eine gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken. Wie bin ich unterwegs? Und wie will ich starten ins nächste Jahr? Ein paar praktische Gedanken dazu. Ich habe schon gesagt, es geht nicht schnell. Meistens braucht man sogar Zeit, bis man ruhig wird. Manchmal ist es aber auch so, dass man Gott lästig wird. Dass er immer wieder mit dem Gleichen kommt und sagt, du, da stimmt es nicht mit dir. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Ich habe das auch schon gekannt. Immer wieder gekannt. Dass Gott sagt, du, das in deinem Leben wäre dran. Vielleicht auch zu Menschen zu gehen, zu bekennen. Ich habe das erlebt, mehr als einmal. Dass Gott einfach so lästig mich immer wieder an etwas erinnert hat und gesagt, du, das habe ich gewehrt, genau wie der David. Bis ich es gemacht habe. Und ich kann euch sagen, das ist schön. Ich bin mir im Moment nichts bewusst, was nicht in der Ordnung wäre. Einfach, weil das, was mir Gott gezeigt hat, ich gegangen bin und vor Gott und vor Menschen, wenn es nötig ist, ausbreitet habe. Ausschnaufen. Alles, was ich mitgeschleppt habe. Wenn man so hört, Sünde bekennen, so tönt das dramatisch, aber es ist gut, es ist gesund. Jakobus sagt dort im Zusammenhang, wo von Krankengebet die Rede ist, bekennet einander eure Schuld, damit ihr gesund werdet.
Ich denke, manchmal hängt es daran, dass wir nicht gesund sind innerlich. Es ist wie eine Therapie, die uns vorwärts hilft. Da entsteht Begeisterung für Jesus, wenn ich ihn so neu erlebe. Seine Liebe. Es geht dann so, wie es im Psalm 32 der David sagt, nachdem er das alles gesagt hat, da endlich gestand ich dir die Schuld meiner Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Und wisst ihr, wie er am Schluss Gebet endet? Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr dem Herrn gehört. Singt vor Freude, die ihr Gott gehorcht. Soweit zum Schnaufen, zum Ausschnaufen und wieder einschnaufen und Jesus so zu erleben, als der mich nicht wegstößt, sondern der alles ganz neu fühlt, auch in meinem Leben. Nochmal zum Training. Fußballmannschaft, die besser werden. Oder jetzt die Mannschaft am Spengler Cup oder wo auch immer. Die schauen ständig wieder das Video und schauen, du, dort bin ich falsch gestanden, du dort und so weiter. Und dann fangen sie an zu trainieren und korrigieren und schauen und so wird es besser. Immer wieder hinschauen, macht der David da. Hinschauen, korrigieren und weitergehen. Ständig neu probieren. Das gibt nicht Riesensprünge in der Regel. Bei so einer Mannschaft sind das kleine Schritte, aber kleine Schritte gehen den Weg. Du kannst grosse Vorsätze nehmen für das nächste Jahr und du wirst scheitern. Das haben wir wahrscheinlich schon genügend probiert. Aber kleine Schritte, die wir mit Gott machen, mit Jesus Christus machen, die bringen es. Die bringen vorwärts. Und Erfolgserlebnisse machen Mut. Gerade beim Zurückschauen, wenn wir wieder das Video schauen vom Leben. Vielleicht das nächste Jahr, am 31. Dezember, können sagen, aber das ist das Jahr besser gelaufen. Da habe ich Fortschritt gemacht. Da bin ich fitter geworden. Und ich rede nicht umsonst von einer Mannschaft. Miteinander trainieren geht besser. Darum hat Gott Gemeinde gegeben. Ich hoffe, auch in eurer Gemeinde hast du einen Platz, wo du reden kannst. Reden über so Sachen, wie der David da redet. Ganz vertraulich. Aber mit Menschen darüber reden, was nicht stimmt, zum Ablegen. Zum Helfen bei der Vergebung, zusprechen, neuen Mut machen und auch Fortschritt feiern, was wir machen. Vielleicht ist es deine Kleingruppe, Hauskreis, dein Team, das du mitschaffst, wo ihr so ehrlich tief reden könnt, dass ihr vorwärts kommt. Ihr könnt die Gemeinde eben auch mit einem Fitnesscenter vergleichen, wo man zusammen trainiert, vielleicht auch schwitzt, wo einander helfen, dass ihr nicht bleibt, wie ihr seid. Und wenn jemand fällt, nein, nicht runtermachen. Ist auch eine Variante, eine schlechte. Sondern aufhelfen und schauen, dass es gut weitergeht. Gott hat die Gemeinde vorgesehen, damit wir fit bleiben. Damit wir vorwärts kommen. Darum geht es alleine gut, sondern in der Gemeinde besser. Und noch ein paar praktische Tipps. Wie kannst du das alles anwenden?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Stile mit Gott zu gestalten, die persönliche Stile. Und da gibt es zum Beispiel, ich habe das viele Jahre praktiziert, im Moment bin ich ein bisschen anders unterwegs, aber das ist etwas, was ich eigentlich gerne auch mit in den Tag nehme. Es ist so eine Struktur, wie man die Zeit gestaltet, und die Struktur zum Beispiel im Tagebuch von der Stile fängt damit an, genau wie bei der Fußballmannschaft, das erste Video schauen. Wie ist es gestern gelaufen? Wir rennen und rennen und rennen und rennen oft und schauen gar nie, wie ist es überhaupt gelaufen oder wie läuft es überhaupt. Einmal stillstehen am anderen Tag und sagen, wie war der gestrige Tag? Vor Gott, mit der Bibel in der Hand. Die Bibel wie einen Spiegel brauchen. Fragst du dich auch? Oder rennst du immer nur? Wie war das jetzt gestern mit meiner Frau? Oder ich war so hässig, wo die Kinder genervt haben. Oder dort im Geschäft war es ein bisschen krumm. Das alles schauen, durchchecken und nachher sagen, du Gott, das muss ich korrigieren, du Gott, da muss ich noch etwas mit jemandem sagen, das war nicht gut gewesen. Wie die Mannschaft zurückschauen, innehalten, ausschnaufen. Ich finde, das tut so gut, immer am Tag sich die Zeit zu nehmen. Zu sagen, es tut mir leid. Dann kannst du auch dich verändern. Wie die Mannschaft, die sieht, was sie falsch gemacht hat. Manchmal ist es ja so schwierig, dann auch Menschen zu sagen, es tut mir leid, was sie gestern gemacht haben. Es gibt Leute, die bringen das fast nicht über die Lippen. Entschuldigung. Und dabei tut es so gut. Du könntest ausschnaufen, damit du nachher wieder einschnaufen kannst. Es ist so befreiend, wenn du Lasten ablegen kannst. Und das Ganze, was ich jetzt persönlich gesagt habe, gilt natürlich auch der ganzen Gemeinde. Auch die Gemeinde muss immer wieder stillstehen und sagen, wo muss ich Altes, Verbrauchtes zurücklassen. Es war so schön, der Rückblick da mit diesen Bildern. Es ist ja unglaublich viel Schönes, wie es geht. Aber wir sind unterwegs, wir sind in Bewegung, wir sind aktiv, aber wohin? Der Hamster, der im Rad rennt, ist auch immer unterwegs. Einfach da auch neue Fragen. Stillstehen und sagen, bin ich auf deinem Weg, Jesus? Ist das, was du willst? Oder sind wir einfach aktiv? Und noch etwas zum Thema Kritik oder Kritiker, auch in der Gemeinde. Manchmal ist es auch gut, auf die zu hören. Auch die mich persönlich kritisieren. Es ist oft Gratisberatung. Die haben oft auch Recht oder zum Teil Recht. Ich denke an die erste Gemeinde. Ich denke, das war die tollste Gemeinde, die es je gegeben hat. Sitzgemeinde gibt, nämlich die in Jerusalem. Die sind gewachsen wie verrückt. Da hat Gott so gewirkt. Es war unglaublich stark. Stell dir mal vor, wenn in Embrach heute noch 1000 dazukämen, die zum Glauben kämen und so weiter. Das war dort so. Und dann plötzlich hat es angefangen zu murren. Weil es auch nicht mehr weitergegangen ist. Und die haben nicht gesagt, hey, was wollt ihr jetzt? Es sind ja alle zu jung unterwegs mit Jesus. Wir sind die Apostel, jetzt sagen wir, was durchgeht. Sondern die haben hingelassen und haben gesagt, stimmt, bei uns läuft es schlecht. Kritik ist manchmal etwas Gutes. Manchmal ist es gut, darauf zu hören. Nicht immer. Aber hinhören. Und vor Gott auch prüfen. Und immer wieder lehren. Und Altes einfach weglassen. Wir Christen sind ständig gefördert, unsere geistliche Frische zu verlieren.
Ich habe das, glaube ich, euch auch schon mal gezeigt. Ich kann jetzt die schönste Kaffeetasse dort hinten mit einem feinen Kaffee da hinstellen. Ich muss gar nichts machen, dass die kalt wird. Der beste Kaffee, muss gar nichts machen, der wird kalt. Ich muss als Christ gar nichts machen. Ich werde kalt. Wenn nicht ständig das Neue, das Inspirierte vom Heiligen Geist und von Jesus uns neu belebt. Und das heisst auch, dass Salz erst muss ausgeschnauft werden. Indem dass wir uns sagen lassen von Gott und vielleicht von Menschen, wo es eben nicht stimmt, damit wir ausschnaufen und wieder einschnaufen. Ich möchte euch, wenn ihr von heute Morgen sonst gar nicht behalten könnt, wenigstens ein Wort, einen Satz sagen für das neue Jahr. Vergessen die Schnaufen nicht. Vor allem das Ausschnaufen. Damit neues Platz hat. Ich möchte noch beten. Jesus, du siehst und kennst jedes von uns. Und du liebst uns. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und du willst nichts mehr, als uns frisch und fit zu haben, unterwegs mit dir. Persönlich und als Gemeinde. Darum wollen wir uns auch dir aussetzen, deinem Licht, auch am Wirken von deinem Heiligen Geist. Herr, prüf uns, so wie es dann auch einmal betet wird in den Psalm. Prüf uns und schau, wie ich es meine. Und schau, ob ich auf falschem Weg bin. Und leite mich auf richtigem Weg. Bei dir ist die Quelle vom Leben. Bei dir ist die Schönheit. Bei dir ist alles. Darum wollen wir zu dir kommen, das Alte loslassen und das neue Frische, eben das lebendige Wasser von dir, Jesus, trinken. Amen.